Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal gehen wir mal auf die allgemeine Situation, Lage ein, rund um Mané und Sané und Olli und Brazzo und hast du nicht gesehen. Bevor ich loslege, möchte ich mich erstmal bedanken. Wir haben jetzt fast 500 Abonnenten. Ich glaube 497 oder sowas heute Nachmittag gehabt. Freut mich riesig, dass in den letzten paar Tagen ein paar dazugekommen sind. Ich freue mich, wenn wir die 500 knacken. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir weiterhin wachsen. Und wollte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ja? Und natürlich auch daran erinnern, dass ihr den Kanal hier gerne abonnieren dürft, wenn ihr FC Bayern Fans seid. Weil das letzte Video zu Man City hat irgendwie 1300 Aufrufe bei 500 Abonnenten. Es hilft mir und es freut mich, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert. Und ich möchte mal an dieser Stelle auch mal Danke sagen für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Hat sich ja doch wieder einige Leute zu geäußert. Das freut mich immer sehr. Ich habe das meiste ja auch schon, beziehungsweise ich habe alles schon beantwortet, aber auf manche Sachen möchte ich hier in dem Video auch nochmal drauf eingehen. Weil das einfach auch nochmal Themen sind, die ich ein bisschen ausführlicher besprechen möchte. Gut, fangen wir an mit der Mané-Geschichte. Mané ist suspendiert. I don't know, so wie man liest, für ein Spiel und kriegt eine Geldstrafe. Ist das mindeste Zeichen, was man setzen muss. Ja, also ich denke, da gibt's keine zwei Meinungen. Ich sehe die ganze Sache ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Erinnert euch, ich glaube, Gerald Berger hat es auch geschrieben gehabt mit Lisa und Lothar, auf dem Trainingsplatz sogar, wo der Lisa in Lothar eingepflastert hat. Erinnert euch an Ribéry und Robben, wo Ribéry und Robben auch in der Kabine eingepflastert hat. Und so weiter und so fort. Ich glaube, zwischen Olli und Sammy gab es auch mal was und hast du nicht gesehen. Passiert immer wieder. Es ist zum Glück auch in der Kabine passiert, nicht außerhalb. War wohl eine Watschen. Hat natürlich nicht zu passieren, ja. Zeigt aber das aktuelle Abbild in unserer Mannschaft, wie ich finde. Komme ich gleich noch mal ein bisschen drauf. Interessant zu sehen wird nun sein, ob Mané noch mal eine Chance bekommt von der Mannschaft oder nicht. Das ist natürlich ganz schwer zu beurteilen, weil man kann die Situation halt, wo ich sagte, zwiegespalten, man kann die Situation nicht mit dem Lisa und Lothar vergleichen. Ja, also Lisa, Weltklasse-Spieler, alles erreicht bei uns, Lothar auch über jeden Zweifel erhaben. Das ist natürlich was anderes, als wenn da so ein Mané kommt, der bei uns noch keinerlei Leistung gezeigt hat, unterirdisch schlecht ist und dann ein Sané einpflastert, ja. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Dasselbe mit Ribéry und Robben. Also, ich meine, den beiden hat's gut getan. Lisa und Lothar hat's jetzt nicht, wären wahrscheinlich keine besten Freunde mehr geworden, so wie es bei Ribéry und Robben war. Aber das kannst halt irgendwo nicht vergleichen, ne? Der Mané hat den Status Ersatzspieler gerade, ist natürlich super unzufrieden. Wahrscheinlich auch super unzufrieden mit der gesamten Saison bei uns. Was alles kein Grund ist, um Mitspieler einzupflastern. Ja, da müssen wir nicht jetzt drum herum reden. Auf der anderen Seite müssen wir es jetzt auch nicht so hinstellen, als hätte er ihn irgendwie ein blaues Auge mit der Faust geschlagen oder hätte ihn verdroschen oder sowas. Aber es ist halt mal eine Ohrfeige passiert. Erinnert euch an Will Smith, der hat auch mal eine Ohrfeige verteilt. Das passiert halt schon mal in der Emotion. Fußballer sind emotional. Von daher, wie gesagt, sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, muss sowas nicht vorkommen. Auf der anderen Seite, ja, man kennt die Umstände nicht. Man weiß nicht genau, was wie da gesprochen wurde und so weiter. Wie gesagt, für uns ist das einzig Interessante, wird die Mannschaft das verzeihen? Und wird es einen Schub geben? Auch für den Mané, dass er dann zeigen will, dass er doch mehr kann, wie er bisher gezeigt hat? Oder wird das Gegenteil passieren und er wird noch mehr ein Fremdkörper sein? Obwohl noch mehr ein Fremdkörper in der Mannschaft geht schon gar nicht. Ja? Also er ist, seitdem er bei uns ist, ein Fremdkörper in der Mannschaft.
Ich kann mich an 2 Spiele erinnern, wo einigermaßen gut war. Jetzt eigentlich das vorletzte war gar nicht so schlecht, wie ich fand. Da hat er halt einfach ein bisschen Pech gehabt. Da war er auf einem guten Weg eigentlich. Von daher finde ich das ein bisschen schade. Von daher war es auch schade, dass er in City so spät reinkam. Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Dass Frust da ist bei solchen Spielern. Nicht nur bei Mane, der es dann vielleicht auch mal ein bisschen eher zeigt, weil er einen anderen Status hat. Auch beim Spieler wie Tell, beim Spieler wie Gravenberch, beim Spieler wie Mazrui, beim Spieler, okay, vielleicht ein Stani nicht. Stani wusste auch beim Tell, die wissen natürlich schon so ihre Rolle. Aber wie willst du den Spielern das verkaufen? Dass da immer wieder Leute auf dem Platz stehen, die keine Leistung bringen. Ja. Das macht ja selbst mich wütend. Der nicht da auf der Bank sitzt, der nur zuschauen muss, der sich aber in diejenigen reinversetzt. Ich weiß nicht, was der Nagelsmann da eingeführt hat in den 1,5 Jahren, die er da war. Ich habe halt auch das Gefühl, dass unsere Mannschaft nicht wirklich mehr eine Mannschaft ist. Ja. Da vielleicht mal kurz drauf einzugehen. Da hast du irgendwie das Lager Müller, ja, wo ich so ein bisschen die Musiala und Davis mit dazu zähle, die da so ein bisschen, zumindest Musiala und Davis, aber Musiala sieht auch zu Müller auf und so weiter. Dann hast du dieses Lager hier Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané. Dann willst du so die französische Kombo haben. Dann hast du jetzt so ein bisschen die holländische Kombo mit dem Gravenberch, einem De Ligt und einem Blind. Das ist alles so ein bisschen gespalten. Ja, zumindest kommt mir das so rüber. Und aktuell kommt es auch so ein bisschen so rüber, als hätte so die Gruppe Müller, Kimmich da irgendwelche Grabenkämpfe, wo sie sich dran aufreiben, anstatt dass sie mal gemeinsam Leistung bringen. Woran mache ich das fest? Zumindest mit dieser Kimmich-Müller-Gruppe und auch mit den einen oder anderen sieht man einfach an den Reaktionen zu der Nagelsmann-Entlassung. Ja. Die einen waren mehr oder minder froh oder haben es verstanden und die anderen so, oh nee, wie, was, der Nagelsmann, oh nee. Verstehe ich natürlich, weil die Leute immer gespielt haben und wo sie keine Leistung gezeigt haben. Von daher verstehe ich schon, dass die Spieler das anders sehen, ja. Und ein Kimmich möchte ja irgendwie der Kapitän des FC Bayern sein, was ich so gar nicht im Moment sehe. Da muss einiges aber ganz, ganz schnell anders werden. Thema Gnabry weiß ich nicht. Wenn der Tuchel jetzt schon damit anfängt, ja, das ist eigentlich das Traurige an dieser ganzen Situation. Wenn der Tuchel jetzt schon damit anfängt, habe ich da keine Erklärung mehr für. Die einzige Erklärung, die ich dann habe, ist, Gnabry hat in seinem Vertrag drinstehen, dass er für jedes Spiel, was er nicht spielt, eine halbe Mille kassiert oder sowas. Dasselbe mit Kimmich. Also anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Dass diese Leute immer wieder spielen, obwohl sie keine Leistung bringen. Und nehmen wir jetzt gerade mal den Gnabry. Er hat ja schon im Spiel davor keine Leistung gebracht. Und spielt dann trotzdem 80 Minuten bei Man City. Wo ich ja schon sagte, aus meiner Sicht haben wir zu 10 gespielt. Ja? Der Gnabry war einfach nicht vorhanden. Und why? Es saßen draußen Mane, Müller, Tell. Alles 3. Jede einzelne, die du aufgestellt hättest, hätte nicht schlechter sein können wie der Gnabry, diese 80 Minuten lang. Du hättest ihn zur Halbzeit auswechseln müssen. Du hättest zur Halbzeit einen Davis auswechseln müssen und du hättest zur Halbzeit den Upa schützend auswechseln müssen. Und wenn du richtig Eier gehabt hättest, hättest du den Goretzka gleich auch noch mit runtergenommen. Na, dann hättest du mal ein Zeichen gesetzt. Wobei 4 Wechsel zur Halbzeit, ja, wäre schon hart gewesen, aber hat ja selbst der Nagelsmann auch mal rausgeballert, oder? Zumindest 3 Wechsel. Und die 3 Wechsel hätte Tuchel machen müssen. Ja, und das ist, um jetzt mal kurz den Überschwenk zu kriegen, das ist gerade, was mich so ein bisschen nicht zweifeln lässt, aber was ich verstehe es halt einfach nicht. Davis war unterirdisch schlecht, war auch das Spiel davor schon unterirdisch schlecht. Upa
hat man von der ersten Minute an gemerkt, dass er total verunsichert war. Ich weiß nicht, ob es an seinen Schuhen lag, ist dauernd immer irgendwie halb weggerutscht, war super unsicher in jedem Ball, den er gespielt hat, in jedem Zweikampf. Das kann ja nicht nur sein, dass nur ich und ihr das am Fernseher gesehen habt. Das muss ja der Trainer auch gesehen haben. Und wir haben Alternativen, wir haben Blind. Der ist Innenverteidiger, der kann Innenverteidiger spielen. Ich verstehe schon den Gedanken, Opa gegen Haaland hat er bisher immer gut gemacht, auch wo er in Leipzig war, hat er gut gegen Haaland gespielt und so weiter. Verstehe den Sinn dahinter schon. Bin ja auch nicht ganz um den Kopf gefallen. Aber ich denke, ein paar war in der Form, die er hat, wäre auch mit dem Haaland klargekommen. Ja. Und ich denke auch ein Blind, ja, auch wenn er nicht der Schnellste ist, war immer, ja, wie soll man sagen, seriös. Klar, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, gar keine Frage, ja. Aber allerspätestens nach dem 2:0 jetzt den Opa auswechseln müssen. Punkt. Einfach nur schützend, ja. Das ist nicht, um ihn einen reinzudrücken oder sowas. Er ist ein Mensch wie du und ich. Er kann mal einen schlechten Tag haben. Wir wissen beim Opa, der hat das zwischendurch, ja. Er hat eine super starke Saison gespielt für Frankreich, auch bei uns. Super konstant. Wirklich stark. Ist noch ein junger Spieler. Ja, hat einfach mal einen scheiß Tag. Leute, das muss man nicht überbewerten. Es ist so, man hätte ihn schützend auswechseln müssen zur Halbzeit. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Und nochmal, dass nur ich das sehe oder ihr das so seht am Fernseher, kann ja irgendwo nicht angehen, ja. Wie gesagt, diese Haaland im Hinterkopf-Geschichte verstehe ich schon, aber der Opa hatte ja ganz, ganz viele Situationen in diesem Spiel, wo er super unsicher war. Und wenn man den Opa kennt, so wie wir ihn jetzt kennen seit der Zeit, wo er bei uns ist, weiß man, er hat so eine Tage und wenn er die hat, ja, dann wechselt ihn aus, dann schützt ihn. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwas sauer gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, weißt du was, Opa, heute ist einfach nicht dein Tag. Völlig okay. Ja, passiert halt. Ist ein Mensch, mein Gott. Das muss man leider den Tuchel ankreiden. Das Gnabry-Ding doppelt ankreiden. Ja, das ist, wie gesagt, wir haben mit 10 Mann gespielt. Dann, dass ein Davies heillos überfordert war von der ersten Minute an. Gegen einen Spieler wie Da Silva, der einfach ein paar Haken schlägt. Geht auch nicht. Geht auch nicht und muss er auch sehen. Ja. Hätten wir diese 3 Schwachstellen zur Halbzeit eliminiert, wie gesagt, die Spieler, die reingekommen wären, hätten es nicht schlechter gemacht. Und wir haben die Option. Wir haben einen Mazraoui. Wir haben einen Stanisic. Und wir haben Cancelo auf der Bank gehabt. Alles 3 hättest du für Davies bringen können. Hast du nicht getan. Warum? I don't know. Warum hat ein Gnabry 80 Minuten gespielt? I don't know. Warum zieht man Goretzka mit durch? I don't know. Warum spielen wir nicht mit einem klaren Sechser gegen Man City? Warum nicht einen Blind als Sechser aufstellen? Kann er spielen? Wäre natürlich eine super defensive Lösung gewesen. Ein Kimmich davor auf die 8 wäre doch super gewesen. Kimmich hätten mehr Freiheiten nach vorne gehabt und wir hätten definitiv die Mitte hinten besser dicht gekriegt. Ja. Um da jetzt mal so ein bisschen in die Kommentare mit reinzugehen. Ja, uns fehlt ein Sechser. Und das seitdem Martinez weg ist. Ja. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ist, was ich seitdem erzähle. Erzähle ich seitdem Tag ein, Tag aus, Tag Jahr für Jahr. Klar, in der Bundesliga für 80% der Spiele reicht das. Dass wir ohne Sechser spielen. Der Kimmich ist kein Sechser. Punkt. Er ist kein Sechser. Guckt euch sein defensives Zweikampfverhalten in der Mitte an. Guckt euch sein Stellungsspiel in der Mitte an, wo er nie ist. Wir haben nicht dieses Weitschusstore umsonst bekommen gegen Freiburg und auch gegen Man City. Ja, wenn die Leute Platz haben, Zeit haben, dann können die schießen. Natürlich waren das Sonntagsschüsse, die gehen nicht jeden Tag rein, aber sie haben die Chancen, diese Schüsse zu setzen. Ja, warum haben sie diese Chancen? Weil die Mitte nicht besetzt ist. Punkt. Ja? Das ist, wo uns ein klarer Sechser abgeht. Ja. Ich verstehe das schon, dass man sagt, so in der Bundesliga musst du nicht unbedingt mit einem Sechser da spielen. Ich sehe das schon so. Ich sehe auch, dass wir mit Dreierkette besser waren. Fand ich persönlich. Dreierkette mit einem richtigen Sechser. Also hätten wir eine Raute hinten. Ich denke, damit wären wir super aufgestellt. Der Sechser kann sich auch mal fallen lassen, wenn dann irgendwie mal ein De Ligt oder sowas mal nach vorne geht. Ja.
weiß ich nicht, warum man Kimmich, ich verstehe bis heute nicht, warum man Kimmich als Sechser sieht oder warum man Kimmich als Innenverteidiger sieht, wie es Pep gesehen hat. Sehe ich gar nicht. Absolut null. Ja, Kimmich hat seine Stärken im Aufbau, im Ballverteilen, auch mal im Zweikampf, aber wirklich ein Sechser, der defensiv denkt, der irgendwelche Lücken schließt, nein, kann er gar nicht. Er kommt gar nicht hinterher teilweise, vom Speed alleine nicht. Ja, und hat kein Stellungsspiel, er hat kein defensives Denken, wie es Martinez hat. Martinez hat so viele Löcher gestopft. Alter, der geht uns ab, so ein Spieler. Punkt. Ja. Ja. Um auf ein Thema Tuchel zurückzukommen, ja, ich habe da ein bisschen Sorge. Ich habe da leider ein bisschen Sorge. Ich meine, dass der Tuchel eigentlich ein Trainer ist, der nach Leistung aufstellt und auch nach, wie passen die Spieler immer ins System. Hat man bei Chelsea gesehen, hat man bei Paris gesehen. Ich meine, er hat einen Lukaku, der für über 100 Millionen verpflichtet wurde, aussortiert. Er hat einen Werner aussortiert. Einzige Erklärung, die ich aktuell habe, er ist halt seit 2 Wochen da. Ja. Und will jetzt nicht irgendwie die letzten Spiele, er hat es auch selber bei Antritt gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit, alles umzuwerfen. Aber wenn Gnabry 2 Spiele hintereinander so eine Leistung zeigt, ist das für mich Grund, es umzuwerfen. Das hat der Spieler nicht verdient, das haben die Leute auf der Bank nicht verdient. Ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung am Samstag. Sollte da wieder ein Gnabry auf dem Zettel stehen und ein Davis, auch ein Goretzka finde ich grenzwertig, dann lässt mich das wirklich zweifeln, Leute. Dann lässt mich das wirklich zweifeln. Weil dann wird ein Tuchel sich jetzt schon verbrennen. Ja. Warum ich das so sehe, warum sich auch ein Nagelsmann verbrannt hat, ist, was ich beim Nagelsmann von Anfang an gesagt habe. Ja. Ein Nagelsmann hatte nie nach Leistung aufgestellt. Er hat zwischendurch mal 2 Spiele durchgezogen, wo da die Diskussion war, wo Brazzo dann auch noch was gesagt hat, hat er ja einmal auch zur Halbzeit 3 Spieler ausgewechselt. Aber danach war wieder alles wie immer. Dann habe ich trotzdem wieder die aufgestellt, die scheiße war, die ich das Spiel vorher ausgewechselt habe. Er hat das nicht durchgezogen. Ja? Und man hat einen Sabitzer zum Teufel gejagt, der in Manchester gut spielt, der auch bei uns gut gespielt hat, wo er die Spiele bekommen hat, die er hatte zum Rückrundenstart. Der hat wirklich gut gespielt. War der beste Mittelfeldspieler da defensiv. Dann waren die Verletzten wieder da und Sabitzer wurde gnadenlos auf die Bank geknallt. Ja. Und das, obwohl es ein Spieler war, den er unbedingt haben wollte. Er hat einfach keine Chance gekriegt. Von Gravenberch brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Wenn die Spieler, die dann spielen, Kimmich und Goretzka, dann die Leistung bringen, gibt's keine Diskussion, dann hat der Spieler, der auf der Bank sitzt, auch keine Argumente. Aber wenn die Leute so spielen, wie sie spielen, ja, dann hat der Spieler auf der Bank alle Argumente, ja, und bekommt trotzdem keinerlei Chancen. Ja. Und dann wundert man sich, dass irgendwelche Lager innerhalb der Mannschaft entstehen. Natürlich. Ist doch vollkommen klar, wenn immer die Leute spielen, die keine Leistung bringen, nur weil sie irgendwie eine Clique sind und gut mit dem Trainer können oder was weiß ich, was da abgeht, dann ist ja wohl klar, dass die alle anderen das nicht nachvollziehen können und da irgendwie ein bisschen schlechte Gefühle diesen Spielern oder dem Trainer gegenüber entwickeln. Also ich denke, Sabitzer ist nicht umsonst gewechselt. Ja? Und ja, ich sehe ihn nicht als Fehleinkauf an. Er hat halt einfach nicht die Chancen bekommen, genau wie ein Gravenberch es nicht bekommt. Ja, und das meine ich mit dem Tuchel. Ja, wenn der das jetzt auch durchzieht, weil er denkt so, ja, ich will jetzt nicht zu viel verändern, weil ich muss jetzt irgendwie wenigstens noch die deutsche Meisterschaft eintüten, macht er sich super unglaubwürdig auch schon für die nächste Saison. Ja. Und ich meine allein diese Außendarstellung, die wir aktuell haben. Wir haben aktuell die Außendarstellung, ja, ich hole einen Tell, ein Supertalent, ich hole einen Gravenberch, ein Supertalent, um die bei uns einzubauen, gibt denen die richtigen Chancen, damit wurden sie ja auch geholt. Und dann lasse ich sie auf der Bank versauern.
Du wirst doch kein Talent mehr kriegen. Alter, du wirst doch kein Talent mehr kriegen. Die gehen doch lieber nach Dortmund. Da spielen sie, da können sie sich entwickeln und gehen dann zum Topverein. Es kommt doch keiner nach Bayern mehr, wenn die so behandelt werden. Ja? Man sieht, dass die Leute, die spielen, keine Leistung bringen. Und trotzdem bekommen die Leute, die hinten dran sitzen, die Talent haben, nicht die Chance. Ja, es bringt auch nichts, wenn Gravenberch mal alle 2 Spiele 20 Minuten oder 30 Minuten kriegt. Nein, du musst den Jungen mal 3 Spiele am Stück geben. Warum nicht? Mit welcher Leistung, mit welchem Leistungsargument bekommt Goretzka diese Spiele? Mit welchem Leistungsargument bekommt Gnabry diese Spiele? Kannst auch einen Tell hinstellen. Tell hat auch so schon einen guten Eindruck hinterlassen. Lass den doch mal 3 Spiele am Stück spielen, auch wenn er mal nicht trifft. Ich meine, es kann nicht schlechter sein wie beim Gnabry, allein von der Einstellung her nicht. Der läuft sich die Lunge aus dem Hals, der Junge. Das verstehe ich nicht. Das ist ein Unding für mich. Ja. Dasselbe mit dem Davis. Ja. Und dasselbe mit dem Cancelo. Da muss man dann auch mal den Brazzo in die Verantwortung nehmen. Ihr wisst alle, oder die länger hier sind, wissen, ich bin Brazzo-Fan gewesen. Ich habe ihn immer verteidigt bis aufs Blut. Auch diese ganze Hetzerei und sowas, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Völliger Schwachsinn. Aber Cancelo, why? Weil Nagelsmann ihn haben wollte, weil er sein Wunschspieler ist, weil er bei Pep nicht mehr spielen durfte, warum, weshalb auch immer. Ja, nehmen wir ihn. Ist nur ausgeliehen, alles gut, kostet nicht viel Geld. Aber warum hole ich den Spieler und bringe mir diese Probleme mit in den Kader? Also unser Kader scheint ja schon Probleme gehabt zu haben. Das muss der Bratze ja auch wissen. Er ist ja nah dran an der Mannschaft. Wir haben einen Mazraoui, der super eingeschlagen ist bei uns. Ja, hat dann Pech gehabt mit der Verletzung da, oder war es sogar Corona und Herzmuskelentzündung oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Entweder war es das oder irgendeine Verletzung. Ist auch wurscht, ja. War super stark davor. Und den knall ich dann Cancelo vor die Füße. Why? Sind wir wieder bei dem Problem, why? Dasselbe ist Stunny. Also Stunny, die Spiele, die er gemacht hat, waren stark. In der Champions League gegen Paris, Alter, hat er mich wirklich überrascht. Stelle ich auch einen Cancelo davor. Ja, ist ein Junge aus der eigenen Jugend. Ja, er braucht aber auch Spiele, um sich zu entwickeln. Die nehme ich ihm dadurch. Wäre ja alles noch, obwohl das schon schlimm genug ist. Ja, das ist wirklich schon schlimm genug, dass man den Jungs nicht die Spielzeit gibt, nicht das Vertrauen gibt. Aber dann weiß ich ja auch, welche Art Spieler ich verpflichte. Weil er wollte ja bei Man City weg, weil Pep ihn 3 Spiele dann auf die Bank gesetzt hat. So, dann holen wir das Kind nach uns. Das heißt, wenn ich den Spieler hole, muss ich ihn immer aufstellen. Ja. Wenn ich das nicht tue, kriegen wir die Probleme, die wir bekommen haben. Dass er rumbockt, kein Bock im Training, Blasülz, ist natürlich auch dann wieder ein super Mannschaftsklima, wenn du solche Spieler dabei hast. So eine Stinkstiefel. Und dann fragen sich die Leute, wie ein Mazraoui, wie ein Stunny, warum ohne ich den jetzt? Und warum darf ich nicht spielen? Ich hab doch gut gespielt. Warum setzen die mir den jetzt vor die Nase? Der kommt hier hin, der kennt uns gar nicht, ist neu und spielt. Nichts gegen Cancelo, er ist ein guter Spieler, ja, keine Frage. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum hat man einmal Mazraoui geholt? Der hat so stark gespielt und dann nimmt man ihn wieder raus und weg damit. Stunny dasselbe. Ja, er darf alle 10 Spiele darf er mal spielen, spielt meistens gut. Ja, alles gut, ja, hier ist unser Ersatzspieler oder was. Das verstehe ich nicht. Ja, das finde ich schade. Das ist nur ein Beispiel. Ja, wie gesagt, wir können das Beispiel an Gnabry, auch an Sané anbringen, obwohl Sané sich ja schon extrem gefangen hat mittlerweile. Auch wenn er keine Tore schießt. Wir können das durchgehen. Ja, da kommst du noch auf mehr Spieler. Wie gesagt, wir können Davis nehmen, wir können Goretzka nehmen, wir können Kimmich nehmen. Ja, und da hatte ich halt die Hoffnung, es kommt Tuchel, der leistungsbezogen ist, der sich das anguckt und ja, dann knallhart Gnabry aussortiert. Und was macht ein Tuchel? Er lässt ihn 80 Minuten in City spielen, obwohl er im Spiel vorher schon unterirdisch schlecht war. Ja, und dann frage ich mich,
Ja, verstehe ich halt nicht. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, das Argument, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, jo, ich will es mir mit denen jetzt nicht verärgern irgendwie, damit wir irgendwie die deutsche Meisterschaft holen, aber die holst du halt nicht, indem du solche Birnen da aufstellst, die keine Leistung bringen, die holst du halt, indem du den anderen Spielern mal eine Chance gibst. Ja, und denen mal das Vertrauen schenkst. Und warum kauft man diese Talente? Um sie dann zu versauern auf der Bank? I don't know. Es macht mich echt traurig, diese Ausrichtung, die wir aktuell haben. Und wie gesagt, es wird in Zukunft schwer sein, irgendein Talent von uns zu überzeugen. Wie willst du das machen? Ja. Selbst wenn die Leistungen bringen, dürfen sie nicht spielen. Ja, selbst wie willst du einen defensiven Mittelfeldspieler von unserem Verein überzeugen? Ich meine, gut, ein Leimer scheint fix zu sein, zum Glück. Aber wie willst du einem Spieler jetzt noch erklären, ja, komm mal zu uns, wir bauen auf dich, wenn du siehst, dass ein Kimmich und Goretzka immer spielen, obwohl sie keine Leistung bringen. Nur weil sie das Herzstück der deutschen Nationalmannschaft sind. Wir sehen ja, was wir da für Erfolge feiern in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch sehr berauschend. Ist komplett unglaubwürdig, ne? Ganz, ganz schwierig. Ja, wie gesagt, da müssen wir Brazzo auf jeden Fall in die Pflicht nehmen, was diese komischen Transfers anbelangt. Mit dem Cancelo, I don't know, bin ich verstanden. Blind kann ich verstehen, ja. Auch ablösefrei. Kannst du machen. Ja, ist ein gestandener Spieler, wenn sich da hinten irgendwie mal 1, 2 verletzt hätten oder du hättest auch mal eine Alternative für ein defensives Mittelfeld, was ja irgendwie nicht genutzt wird. Fand ich okay. Scheint ja auch nicht so ein Stinkstiefel zu sein, wie es ein Cancelo ist. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Die Sache mit Mane, ja, I don't know. Ne, ob die Mannschaft ihr nochmal eine Chance gibt. Wenn nicht, musst du ihn auch loswerden. So, der verdient bei uns so viel Geld, Alter, ja, wer soll den kaufen? Gibt's keinen. Saudis vielleicht. Dafür ist er noch zu jung, da wird er keinen Bock drauf haben. Vielleicht irgendein Italiener, wenn wir Glück haben. Die sind ja manchmal ein bisschen wild. Oder Newcastle, wenn wir Glück haben. Aber Fakt ist, ja, wenn die Mannschaft ihn ablehnt, ist er verbrannt. Punkt. Ja. Weil keine Leistung vorhanden. Wirklich keinerlei Leistung bisher gezeigt und macht dann so einen Volkspass. So, wie soll die Mannschaft das auffassen? Ja? Das ist immer ein bisschen was anderes, wenn es ein gestandener Spieler ist, der für den Verein schon einiges geleistet hat. Da kann man immer mal sagen, ja, so und so sieht's aus und tut mir leid und bla und Sülz. Dann ist das was anderes, als wenn es so ein Kandidat ist. Ne? Auch schwierig. Also aktuell wie man auch so schön schon gesehen hat, das Mir-Samir-Gefühl ist nach außen hin einfach nicht da. Und ich glaube nach innen auch nicht. Also innerhalb der Mannschaft. Hat man schon allein an den Reaktionen zum Nagelsmann gesehen, denke ich. Schwierig. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung am Samstag. Ich denke, das wird viel aufzeigen, in welche Richtung es geht. Ja, selbst wenn Gnabry dann 2 Tore schießen sollte, ja, verstehe ich diese Aufstellung dann trotzdem nicht. Wenn er eingewechselt wird, okay, und trifft dann, kann ich nachvollziehen, wenn es irgendwie nicht läuft oder so. Aber wenn er jetzt wieder von Anfang an anfangen darf, also dann weiß ich es nicht mehr. Dann, ich weiß nicht, vielleicht hat Kimmich, Goretzka und Sané dann in dem Vertrag stehen, wir können nur spielen, wenn Gnabry auch spielt. Alles andere macht für mich dann keinen Sinn mehr. Ne? Bin ich sehr gespannt. So, welche Sache war noch? Brazzo und Olli und jetzt ja wieder die Trainerdiskussion auch von wegen, ja, mit Nagelsmann und Tuchel hätte man Nagelsmann nicht behalten sollen und hätte man ihn nicht dann erst zum Ende der Saison weggeben können. Man hätte ja Tuchel vorher schon kontaktieren können und ihn sagen können, komm, pass auf, wir wollen dich zur neuen Saison, hast du da Bock drauf? In meinen Augen nein. Ja, erstmal hatte Nagelsmann 1,5 Jahre Zeit. Und man sieht ja, welcher Scherbenhaufen da ist, welche tiefen Gräben innerhalb der Mannschaft vorhanden sind. Er hat es einfach nie geschafft, konstant reinzukriegen, nie geschafft, ja, so dieses Harmoniegefühl. Irgendwie hat er es geschafft, die Mannschaft zu entzweien.
Ja, sagen wir, wie es ist. Zumindest von außen betrachtet. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Mannschaft auch keinerlei Form hat. Ja? Also, und dass nur die Fürsprecher da sind von den Leuten, die wirklich schwach waren und trotzdem immer spielen durften. Ja? Wie ein Kimmich, ein Goretzka und ein Gnabry. Das sagt eigentlich auch schon viel aus. Der Zeitpunkt der Entlassung, ja, meines Erachtens nach einfach dem geschuldet, dass ein Tuchel vom Markt gewesen wäre. Ja? Und es wäre natürlich schwierig gewesen zu sagen, ja, pass mal auf, wir haben ja den Nagelsmann, den haben wir ja für 5 Jahre verpflichtet, wir hauen den jetzt am Ende der Saison weg und nehmen den Tuchel. Ja. Hätte man vielleicht noch so verkaufen können mit dem Argument, wie ich es gerade gesagt habe. Was wäre gewesen, wenn der Nagelsmann die Champions League gewonnen hätte? Und die hätte dann den Tuchel verkaufen wollen. Das hätte doch keiner für ernst genommen. Ja. Und wahrscheinlich hätte sich da ein Tuchel auch nicht drauf eingelassen. Weiß ich nicht, schwierig zu sagen, ob er sich darauf eingelassen hätte. Aber hättest du nicht verkaufen können. Ja? Und wenn du eine Tuchel haben wollen würdest, musste das so ablaufen. Weil er wäre sonst auf jeden Fall, denke ich, ein paar Wochen später irgendwo in England gelandet, mit Sicherheit. Und von daher war das dann die logische Konsequenz. Ja? Und natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja perfekt, wir können den Nagelsmann absägen und können aber dann gleichzeitig, wenn er dann woanders hingeht, die Kohle verlangen. Wie ich dann so auf bestimmten Seiten gelesen habe, ja, aber den Nagelsmann, der müssen wir ja Abfindung zahlen und ansonsten sitzt er das 3 Jahre aus. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Nagelsmann das 3 Jahre aussitzen wird und das Geld von uns kassiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, spätestens zur neuen Saison, es sind einige Trainer postenfrei ist, der wird da was gehen und dann wird derjenige an uns auch die 20 Mille, die wir gezahlt haben, wieder zahlen müssen. Ja. Was auch für die Vereine, die da gerade im Gespräch sind, kein Problem sein sollte. Ja, das ist der Grund, warum ich das sehe, dass es so abgelaufen ist, wie es dann abgelaufen ist. Dass man sich dann allerdings dahinstellt von Oli Kahn und Brat zur Seite und sagt so, ja, nee, und eigentlich ist der Julian ja gestorben beim Ski-Ausflug und deswegen müssen wir jetzt einen neuen Trainer haben, wir sind also zu Tode betrübt und so weiter. Das war, was ich armselig fand. Das fand ich nicht Bayern-like. Man hätte klar kommunizieren können, pass mal auf, du bist jetzt 1,5 Jahre hier, die Mannschaft ist zerstritten, wir haben die schlechteste Rückrunde seit gefühlt 50 Jahren. Das reicht uns einfach nicht. Ein Thomas Tuchel ist auf dem Markt. Das ist der Grund, warum du freigestellt wirst. Und wäre doch alles gut gewesen. Man hätte dann auch noch anfügen können, ja, und dass du jetzt bei so einer Situation in den Skiurlaub fährst, anstatt hier was mit uns aufzuarbeiten, zeigt auch deine Prioritäten. Und so weiter und so fort. So hätte man das kommunizieren können und dann wäre gut gewesen. Ja, dann hätte das jeder verstanden. Der eine oder andere dann vielleicht nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sich da so hinzustellen und so zu tun, als wird da jemand beerdigt werden und man möchte das gar nicht, ja, das ist völliges Geheuchel und absolut unglaubwürdig. Und da haben beide ein super schlechtes Bild abgegeben. Ja, und ich denke mal, Tuchel wird auch gedacht haben, dass das ein bisschen einfacher ist, wie es gerade läuft. Ne? Der wird sich so gedacht haben, ja klar, das mache ich, ist super, so schlecht waren die Leistungen jetzt gar nicht. Ich komme da einfach hin, lasse das dann mal so weiterlaufen, wie es läuft. Und kann dann nächste Saison richtig loslegen. Aber das zeigt ja gerade das Dilemma, dass wir in einem kompletten Abwärtsstrudel sind. Zumindest bei vielen Spielern. Sieht man daran, dass der Trainerwechsel halt einfach gar nichts gebracht hat. Ja, dass er völlig verpufft ist. Klar waren die Leistungen jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, wir sind unglücklich gegen Freiburg raus. Wir sind durch einen individuellen Fehler in City dann auf die Verliererstraße geraten. Aber es zeigt halt einfach die Mentalität der Spieler. Ja, gerade wie das dann abgelaufen ist. Da auch gegen Freiburg zu Hause 1:0 und dann ruhst du dich drauf aus. Also da muss einfach das Feuer da sein. Es ist ein DFB-Pokalspiel, man weiß, mit dem 1:0 oder auch mit dem 1:1 kann immer irgendwas passieren. Darf nicht sein, wir haben zu Hause gespielt. Da musst du Gas geben, Feuer. Da muss ein Anführer auf dem Platz sein, der sagt, Männer, jetzt aber mal Vollgas hier. Und dann musst du die da 2-3, 4-0 einchecken und dann ist Feierabend. Ja. Und dass man in City so auseinanderbricht nach dem 2:0 und die Köpfe hängen lässt,
Das ist erst recht nicht Bayern-like. Das hat mich super enttäuscht. Ja. Ja, ich gehe gerade mal mit Bayern. Bin los hier. Ach, hier. Alter. Leute, sorry dafür. Ich hoffe, ihr seid alle wach. Ich bin über 35 Minuten, ey. Deswegen war es jetzt mal einmal laut, ey. Ich dachte, mein Handy geht. Wo war ich? Ja, das super Enttäuschende an dem Man City-Spiel. Das habe ich noch von keiner Bayern-Mannschaft erlebt. Noch von keiner. Ja, wir sind im Hinspiel gewesen. Im Hinspiel, nicht im Rückspiel. Wir sind im Hinspiel gewesen, kriegen das zweite Tor. Heißt 2:0 hinten. Anstatt, dass man dann die Köpfe hochnimmt, dass man sich gegenseitig hochpusht, dass da einer vorangeht, ja, und man sagt, komm Männer, wir haben noch 20 Minuten, komm, wir kriegen auf jeden Fall noch ein Tor hin. Vielleicht mit ein bisschen Glück sogar ein zweites, komm, lass uns feuern. Nein, das genaue Gegenteil. Die komplette Mannschaft nimmt den Kopf runter, wir spielen nur noch Alibi-Fußball, kriegen das dritte, haben Glück, dass wir nicht das vierte und fünfte kriegen. In einem Hinspiel in der Champions League. Das habe ich bei einer Bayern-Mannschaft, seitdem ich denken kann, noch nicht gesehen. Ja? Also uns hat immer ausgezeichnet, dass wir an uns geglaubt haben, dass der Wille da ist. Das alles war nicht vorhanden. Das war nicht vorhanden, Leute. Und deswegen glaube ich auch nicht an ein Wunder im Rückspiel. Ja? Um das vielleicht auch mal kurz anzusprechen. Klar, keine Ahnung. Der Fußballgott ist auf unserer Seite, ein Elfmeter und ein Freistoß, wir führen nach 20 Minuten 2:0. Dann würde man sagen, ja wow, alles ist drin, oder selbst wenn du zur Halbzeit 2:0 führst. Selbst dann, nein, wir haben einfach keinen Sechser, ja, wodurch wir riesige Probleme haben werden auch wieder, allein durch die Qualität und die Form, die Man City hat. Nee, ich persönlich sehe das gar nicht. Ja. Es wäre natürlich super schön, wenn ich mich irren würde, ja, um das auch mal klar zu sagen, ich bin Roter durch und durch. Mein Arm ist mit dem FC Bayern tätowiert, mein Herz ist rot-weiß, seitdem ich denken kann. Das wird auch immer so sein, selbst wenn wir dritte Liga spielen sollten oder sonst irgendwas. Das wird sich niemals ändern. Auch wenn ich hier immer so ein bisschen kritisch bin und manchmal super enttäuscht bin und sowas, nicht falsch verstehen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Auch wenn ich das jetzt so knallhart negativ sage, wie ich das sehe, heißt das nicht, dass ich mir das nicht anders wünschen würde oder sowas. Ne? Aber ich sehe es aktuell nicht. Dafür ist Man City zu stark. Ja klar, wenn wir einen guten Tag haben, wir alle irgendwie mal Form hätten, was jetzt so passieren müsste, was ich nicht sehe, können wir natürlich 3-4 Tore schießen. Man City ist jetzt auch nicht da hinten so super sattelfest, ja, dass sie keine Chancen zugelassen hätten. Haben wir gesehen in der zweiten Halbzeit, die ersten 20 Minuten. Ja, aber das große Problem ist, dass uns ein Sechser abgeht. Ja, und das können auch nicht alles die Innenverteidiger wegschaufeln, haben wir auch gesehen. Also von daher schwierig. Ich meine, sollten wir überraschenderweise, wovon ich zu 99,9% nicht ausgehe, mit einem Blind auf der 6er-Position spielen in diesem Spiel und ein Kimmich davor auf der 8, dann hätte ich noch leichte Hoffnung. Ja, wir müssen einfach mit dem 6er spielen, Leute. Kann nicht sein, dass uns die beiden Achter von City so dermaßen dominieren. Dann noch mit dem De Bruyne, der da auf Außen ausweicht. Nee, das geht nicht. Ja, du musst einen haben, der die Löcher stopft. Punkt. Und das werden wir nicht haben. Es wird wieder ein Kimmich auf der 6 spielen. Ja, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Gut, das wollte ich dazu noch sagen. Jetzt habe ich noch mal ein Thema aus den Kommentaren. Da habe ich ja gelesen, habe ich auch schon drauf geantwortet. Von wegen, warte, ich trinke mal kurz einen Schluck. Von wegen, wir sollten uns nicht hinstellen, also die Verantwortlichen sollten sich nicht hinstellen und die Spieler sollten sich nicht hinstellen und sagen, wir haben die höchsten Ziele, möchten gerne um das Triple spielen, wenn wir nicht die Qualität im Kader haben. Das finde ich völliger Schwachsinn. Ja, das muss ich mal ganz klar so sagen.
Natürlich müssen wir uns hinstellen und diese Aussagen treffen, weil wir werden daran gemessen. Und ich messe auch daran. Ja. Ich kann nicht einen Gnabry kritisieren, einen Sané oder einen Kimmich, einen Goretzka oder sonst wen, wenn wir uns nicht dahinstellen und sagen, für uns zählt nur die Meisterschaft, der DFB-Pokal und die Champions League. Was soll ich dann kritisieren? Ja. Wo könnte ein Dortmund-Fan sich hinsetzen und sagen, ja, Leute, wir sind 2 Punkte hinter dem FC Bayern und wir sind in der Champions League gnadenlos ausgeschieden. Das ist aber scheiße, ne? Nee, das können die nicht machen, die haben keine Ansprüche. Da werden keine Ansprüche formuliert. Da setzt sich kein Spieler hin oder ein Verantwortlicher und sagt, ja, wir wollen jetzt aber dieses Jahr deutscher Meister werden und wir möchten gerne die Champions League gewinnen. Oder wir möchten gerne ins Halbfinale einziehen oder sowas. Oder wir möchten gerne das Double gewinnen. Ja? Nee, das macht in Dortmund keiner. Und was daraus resultiert, sehen wir die letzten 10 Jahre. Ja? Gut, vielleicht werden sie dieses Jahr Meister, das ist nicht ausgeschlossen. Das liegt aber dann auch einzig und allein daran, dass wir ja so unkonstant sind, wie wir gerade sind. Man hat die Ansprüche von Dortmund gesehen in München. Ja? Dortmund hat bis dahin eine Serie gehabt, die bärenstark war. Und trotzdem hat Dortmund keinerlei Ansprüche angemeldet. Dortmund hat nicht gesagt, ja, wir fahren jetzt nach München, um deutscher Meister zu werden. Hätten sie das Spiel gewonnen, wäre die Chance riesengroß gewesen. Deswegen sind Ansprüche so wichtig. Ja? Und deswegen können wir die Spieler und die Verantwortlichen auch nur an diesen Ansprüchen messen. Du kannst dich auf den Olli oder Brazzo draufhauen, wenn du keine Ansprüche stellst. Wenn du sagst, ja, wisst ihr, ist völlig okay, wenn wir Vierter werden und die Champions League einziehen. Das reicht uns völlig aus. Was willst du dann kritisieren? Du kannst nichts kritisieren. Ja, wir kritisieren auf einem sehr hohen Niveau, aber wir müssen diese Ansprüche sagen. Ja, na klar haben wir nicht die finanziellen Mittel mit den ganzen Scheich-Clubs und Saudis-Clubs und hast du nicht gesehen. Ja, was hält uns ja nicht davon ab, diese Ziele zu formulieren? Und sind wir ehrlich, hätte unsere Mannschaft die Form, dann wären diese Ziele auch locker drinne. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Selbst ohne echten Sechser und ohne richtig guten Neuner. Wenn Schuppe fit wäre und in Form wäre, er war stark. Er hat uns vorne getragen, muss man ganz klar so sagen. Wir haben ein ganz anderes Spiel gehabt. Wir konnten die Bälle einfach mittig reinspielen. Der wurde angenommen, wurde verteidigt, wurde verteilt. Das geht uns halt völlig ab aktuell, ja. Und deswegen ist die Mitte auch so lost. Das sind Faktoren einfach, ja. Und ja, na klar kann man sagen, uns fehlt ein richtiger Sechser, bin ich ganz klar dabei. Uns fehlt eine starke Neun, bin ich auch ganz klar dabei. Aber nichtsdestotrotz sind wir der FC Bayern München und wir haben diese Ansprüche und müssen diese Ansprüche auch stellen. Auch so klarstellen. Ja? Weil das ist, was uns auszeichnet. Jeder Spieler, der zu uns kommt, muss wissen, was der Anspruch ist. Weil auch nur dann kannst du den Spieler auch sagen, Junge, es reicht nicht. Ja? Kannst dich ein Spieler sagen, es reicht nicht, wenn du keinerlei Ansprüche hast. Deswegen Ansprüche zu formulieren sind wichtig und richtig in meinen Augen. Alles andere wäre fatal und wäre ein super fatales Zeichen nach außen hin. Was ich sonst so gelesen habe, ist, ja, am besten 5 Spieler weg und einen richtigen Neuner und einen Sechser kaufen. Ja, bin ich zu ganz, ganz vielen Prozent dabei. Problem wird sein, wer soll die Spieler kaufen? Ja. Wer soll jetzt einen Mané kaufen und 30 Millionen zahlen? Wer soll jetzt einen Gnabry kaufen und irgendwie 30 oder plus Millionen zahlen? Die haben alle keine Form, Alter. Verdienen alle Schweinegeld. Ja? Da gibt's nur eine ganz kleine Handvoll Clubs, die sich die Spieler überhaupt vom Gehalt leisten können. Und was wollen die mit solchen Spielern, die solche Form haben? Das ist ja nicht so, ich habe jetzt mal eine schlechte Form über 2 Monate. Nee, das ist über ein Jahr. Die wirst du nicht los. Die wirst du nicht los, Punkt. Also wenn der Bratz die los wird, gut ab. Ja. Da wird er wahrscheinlich noch dazu kommen, dass sie gar nicht gehen wollen. Und Gnabry ist in seiner Wohlfühlklicke, verdient 17 Mille, schaukelt sich die Eier und ist glücklich damit. Weil sonst würde er nicht die Leistung bringen, die er bringt. Mané weiß ich nicht, scheint nicht gerade glücklich zu sein, wird aber mit den 20 Millionen plus genug Schmerzensgeld bekommen, um sich auch auf die Tribüne zu setzen. Ja. Von daher schwierig. Goretzka, das nächste Beispiel. Wer soll den kaufen? Wo will er hin? Wer hat Interesse dran?
Auch der wird 17, 18 Mille mindestens verdienen. Also sehe ich nicht. Wer soll für ihn 30 oder mehr Millionen zahlen? Ja, sehe ich auch nicht. Also es ist schwierig, mal eben zu sagen, nee, die Spieler wollen wir nicht mehr, die geben wir weg. Nee, schwierig. Bin sehr gespannt, wie es da nächste Saison weitergeht. Wird interessant zu sehen sein. Aber zuerst einmal wird interessant zu sehen sein, wie Samstag die Aufstellung ist. Zumindest für mich persönlich. Ja, ich hoffe einfach, dass der Tuchel die Augen aufmacht, beziehungsweise dass er die Eier hat und sich da nicht irgendwie reinquatschen lässt von irgendwelchen Leuten. Ich weiß nicht, ich kann es mir, ich komme nochmal auf das Thema zurück, ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, warum Gnabry spielt. Ich kann mir nicht erklären, warum Davis spielt, wenn er 2 Spiele hintereinander schlecht ist. Das ist ja auch nichts gegen die Jungs. Ja, und Davis hat wirklich eine durchwachsene Saison gespielt, ist ein junger Spieler, wird genau wie Musiala, wird immer mal wieder noch so eine Leistungskurve drin haben. Ist doch völlig okay. Aber wir haben doch genug Alternativen, dann stell die doch auf. Ja. Und ein Gnabry ist alt genug und spielt seit, I don't know, wie viele Monaten einfach nur richtig schlecht. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum er zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Dann nehm ihn doch einfach mal raus. Und ich meine, wir haben ihn oft genug rausgenommen und er hat es nicht kapiert. Dann streiche ihn mal aus dem Kader. Setze ihn mal 2, 3 Spiele auf die Tribüne. Vielleicht macht's dann Klick. Wer weiß es. Man weiß es nicht. Man muss halt ausprobieren. Goretzka dasselbe. Goretzka, wenn er fit ist, spielt er. Und er spielt teilweise auch richtig meh. Ja. Ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, nochmal, ich hatte die Hoffnung, wenn Tuchel kommt, ändert sich das. Wie gesagt, Nagelsmann hat sich dafür wahrscheinlich auch zu viel reinreden lassen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ganz schwer zu beurteilen aus der Ferne. Ja, ich denke, die nächsten Spiele werden zeigen, ob sich ein Tuchel bei uns verbrennt oder nicht, weil es wird schwer, dann auch irgendwie nächstes Jahr zu sagen, jetzt zum Grafenberg oder Tell oder wen auch immer, ja, nächstes Jahr baue ich aber auf dich, Blasülz, um sie irgendwie zu halten oder so. Wenn man sie halt die ganze Zeit ignoriert, obwohl die Leute, die spielen, halt einfach schlecht sind. Ja. Wie gesagt, anders wäre es, wenn die Leute gut wären, sind sie aber nicht. Schwierig, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie man das verkaufen soll. Wird auf jeden Fall dem Mir-Samir-Gefühl nicht gerecht. Und das ist ja auch, was uns abgeht. Zumindest kommt es von außen so rüber. Und ja, das erreichst du halt einfach nur wieder durch Leistung. Dass nach Leistung aufgestellt wird, nicht nach Name, Erfahrung, Erfolgen, was auch immer, nach Frisur. Ich weiß es nicht, ob der Knobelbecher die 1 oder die 6 anzeigt. Ich weiß nicht, wonach da aktuell teilweise aufgestellt wird. Ich dachte eigentlich, mit dem Tuchel wird das sich wieder ändern. Hat es aktuell nicht. Von daher bin ich mega gespannt auf die Aufstellung am Wochenende. Und ja, es ist interessant, es bleibt spannend. Abschließend möchte ich noch eine Sache sagen, was ich auch in den Kommentaren schon geschrieben hatte. Bei aller Kritik, die ich auch äußere und die ich auch gerechtfertigt äußere, gerade auf den Gnabry bezogen und so weiter, sollten wir aber auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ja, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden, super unglücklich. Ja, wir sind zu 99% aus der Champions League ausgeschieden. Auch ein bisschen unglücklich, ein bisschen vercoacht und so weiter, haben wir genug thematisiert. Wir können immer noch deutscher Meister werden. Ne? Wir haben 7 Spiele vor uns. Mit 7 Siegen sind wir deutscher Meister oder sogar ein Unentschieden können wir uns erlauben, wenn Dortmund alles gewinnen sollte. Und da kann man nicht von einer schlechten Saison reden oder von Weltuntergangsstimmung oder sowas. Es ist super schwer, Meister zu werden, erst recht mit diesen Leistungsschwankungen und nicht in Form sein, wie wir sie dieses Jahr haben. Und da muss man einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Und selbst wenn wir nur Zweiter werden, ist das trotzdem keine schlechte Saison. Ja, so von dem Fußballerisch und so ist es natürlich eine schlechte Saison. Für unsere Ansprüche ist es eine schlechte Saison. Aber man muss ja dann jetzt nicht so tun, als wären wir, keine Ahnung, Achter und würden nicht europäisch spielen. Ja.
Die Gründe habe ich oft genug kritisiert, oft genug thematisiert. Ist natürlich immer leicht von außen so die Gründe zu suchen. Aber am Ende des Tages muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Ja? Na klar müssen wir den Kader mal ein bisschen durchrütteln, müssen mal den einen oder anderen jungen Spieler einfach mal reinwerfen und dem die Chance auch mal geben, 3, 4 Spiele. Dann wird es vielleicht auch mal was vorwärts gehen. Man muss jetzt endlich mal langsam den Müller absägen. Tut mir leid, auch wenn er teilweise wieder gute Leistungen zeigt. Müller ist durch. Müller ist 33 Jahre, Leute. Wir müssen jetzt alles auf Musiala fokussieren, auf der Position. Fertig. Ja. Die Ära Müller ist vorbei. Ja. Müller sollte selber wissen, dass er abtreten sollte, finde ich. Ja, ist meine Meinung. Klar ist Müller kann immer noch wichtig sein und bla und Sülz, aber der nimmt mir einfach auch zu viel Einfluss. Ja. Auch jetzt wieder auf Tuchel gesehen und sowas. Ja, na klar, ist gestandener Spieler und da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ja. Super Typ und hast du nicht gesehen. Aber man muss halt einfach auch wissen, wie so ein Lisa, wie so ein Philipp, wie so ein Willi. Ja, man muss halt einfach wissen, wann der Zenit erreicht ist. Ja. Und ich meine, Müller spaltet unser Team seit 3 Jahren, seitdem Kovac da war und ihn aussortiert hatte, wo er auch wirklich schlecht war zu der Zeit, wo er dann rumgezickt hat und so, ja, ich verlasse den Verein dann jetzt, bla, Sülz. Da hat man schon gesehen, dass das Faustdick hinter der Ohren hat und ja, das muss jetzt endlich mal gut sein. Ja. Und der Platz muss geräumt werden. Also nächste Saison wir haben mal vor ein paar Jahren vom großen Umbruch geredet und so weiter. Den haben wir dann teilvollzogen. Nächstes Jahr muss das durchgezogen werden. Ja. Allein gehaltstechnisch muss ein Müller schon mal weg. Neuer, weiß ich nicht, müssten wir halt erstmal einen guten Torwart verpflichten. Den Sommer sehe ich nicht als Nachfolger, ist auch schon 33, beim Torwart ist nicht ganz so wild. Ob ein Neuer nochmal wiederkommt, ja, na klar wird er wiederkommen, ja, ein Tuchel wird auch auf ein Neuer bauen, denke ich. Auch da sind wir wieder beim Mannschaftsgefüge. Was da abgelaufen ist, ob man das alles irgendwie einrenken kann, weiß ich nicht, stecken wir nicht drin. Würde ich mir wünschen. Man weiß es nicht, aber das ist ein Thema für ein anderes Video, weil ich bin jetzt schon bei einer Stunde gleich. Damit ist gut, da werden wahrscheinlich die wenigsten noch hier sein. Die noch hier sind, ich bedanke mich fürs Anhören meines Gesülzes. Ihr könnt mir gerne Kommentare dazu reinschreiben. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Neues erzählt, aber ich wollte einfach nochmal meine Meinung da klarstellen und mal ein bisschen unaufgeregter wie nach dem Man City Spiel und wollte auf jeden Fall auch mal kurz auf diese Mané-Geschichte eingehen und auch mal auf diese Nagelsmann-Tuchel-Geschichte, die da wieder so ein bisschen hochkocht und ja, auch so ein paar Worte zu Olli und Brazzo. Ja, die sich jetzt auch dran messen lassen müssen, ja, und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wird interessant zu sehen sein, ob wir die Meisterschaft holen und wie es dann kadermäßig nächstes Jahr weitergeht. Ich denke, es wird nicht damit getan sein, dass wir sagen, wir holen einen Stürmer. Und dann wird alles gut. Das glaube ich nicht. Dafür sind zu viele Gräben in der Mannschaft, zu viele Spieler, die müssen den Eindruck erwecken, dass sie keinen Bock auf den FC Bayern haben und nur da sind wegen der Kohle. Und das ist eine Mammutaufgabe nächstes Jahr. Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns am Wochenende, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich. Haut rein, bis dann. Ciao.